Kommen wir von den großen Helden der Flut zu den großen kleinen Helden in dieser Pandemie, unsere Pens. Homeschooling, Pooltest, Quarantäne und natürlich bekommen unsere Kinder auch unsere Sorgen in diesen wirklich außergewöhnlichen Zeiten mit. Das ist eine extrem belastende Situation, vor allem für die Kleinen. Aber gerade die meistern diese Pandemie wirklich hervorragend. Die Kinder, die geben uns Zuversicht und Hoffnung, aber auch die brauchen mal ein Hoffnungszeichen von uns Erwachsenen. Und deshalb gab es jetzt im Rhein-Energiestadion eine ganz tolle Aktion für unsere Kids. Gänsehaut-Atmosphäre pur. Denn auch 200 Kinder können das Rhein-Energiestadion in Stimmung singen. Aber der Reihe nach. Bevor es losgeht, werden die Kids erstmal fachgerecht ausgestattet und eingewiesen. Dabei ist der Rasen natürlich tabu. Außer für einen, und der kann es kaum erwarten. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe voll Bock. Nils darf als Solist in den Mittelkreis. Was für eine Ehre. Bock haben aber auch alle anderen, denn wann darf man schon mal dastehen, wo sonst Modest und Hector kicken? Was sie gleich singen, wissen alle aus dem FF. Die FC-Hymne, mehr Stimmen zu dir, FC Köln. Ich finde es richtig cool, weil dass es auch mit Corona jetzt klappt. Die Idee dazu hatte der Chef der Kölner Sportstätten Lutz Wingerath und dann nahm alles seinen Lauf. Ein Anruf bei Chorleiter Michael Kokott und die Idee wurde ganz schnell in die Tat umgesetzt. Ich möchte jetzt mit dieser Aktion einfach den Kindern auch mal eine Möglichkeit geben, so ein bisschen wieder Normalität zu spüren und einfach mal mit so ganz vielen Kindern zusammen hier im Stadion zu stehen und zu sagen, hier, komm, die Welt hat auch noch andere Seiten, hat einfach mal so Lichtseiten und das ist so dieser Lichtblick, den wir heute spüren, hoffentlich. Für Nils wird's ernst. Er darf nun endlich den heiligen Rasen betreten. Für ihn die letzte große Chance, weil er so langsam in den Stimmbruch kommt. Die Stadionluft scheint die Kinder zu beflügeln. Sie geben alles. Eine Stunde dauert dieser besondere Auftritt, aus dem ein Musikvideo entstehen wird, das vielleicht auch mal bei einem Heimspiel gezeigt wird. Für Nils und die anderen Kinder ein wahr gewordener Traum. Unglaublich toll. Es war so ein tolles Gefühl, hier auf diesem heiligen Rasen zu singen und dann mit diesen wunderbaren Kindern. Das war echt der Hammer. Der schönste Tag bis jetzt in diesem Jahr. Es ist super. Mir hat es gefallen, weil wir hier alle zusammen sind und weil wir auch nicht so doll die Masken tragen müssen und weil wir alle zusammen singen konnten. Ich fand es super cool, das hat voll Spaß gemacht. Es scheint, als sei auch für den Chorleiter ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin total angeknipst. Das ist unglaublich. Also menschenleeres Stadion und 200 Kinder, die hier so eine Stimmung reinbringen, das war Wahnsinn. Also die Kinder, die waren echt total super. Ich bin sprachlos. Die Kinder aber nicht. Sie haben ihre Freude am Singen, am Fußball und am FC eindeutig hörbar gemacht. Da bekommt man auf jeden Fall Gänsehaut. Ganz, ganz tolle Aktion. Und jetzt